Immer wieder im Leben begegnen einem Menschen, die einem inspirieren. Vielleicht kennst du das auch. Ich kenne das aus meiner Geschichte, vor allem, wo man jünger war, also als Kind und Jugendliche, in einer Phase, wo man sich ja auch ein bisschen orientiert und versucht herauszufinden, wer bin ich. Da gibt es oft so, vor allem berühmte Persönlichkeiten, wo man drauf aufschaut oder wo man sich zum Vorbild nimmt. So erinnere ich mich noch an die WM 1994 in Amerika und an die Fußballstars. Ich habe ihnen nachgeeifert. Stefan Chapuisat, Ciriaco Sforza. Also wenn du jetzt nicht weißt, wer das ist, bist du vielleicht ein bisschen jünger. Aber wir haben uns natürlich so gefreut, dass die Schweiz plötzlich und ein bisschen unerwartet erfolgreich war. Oder vielleicht hast du Stars und Sternchen gehabt. Boybands oder Girlbands aus den 90ern hat es ja viele gegeben, die dann auch den Kleidungsstil und Frisuren, oder, wo man sich gemacht hat, inspiriert haben. Und man hat die angeschaut und hat sie versucht zu kopieren. Und heute Morgen in dieser Predigt wird es auch um ein Vorbild gehen, um ein besonderes Vorbild. Es ist jetzt nicht ein grosses Geheimnis, wer das ist, aber wir werden noch darauf zu sprechen kommen. In unserer Serie, die wir heute starten, die zweiteilige Serie zum Thema Freude, tauchen wir ganz tief ein in Philipperbrief. Philipperbrief aus dem Neuen Testament und werden miteinander ein bisschen graben in diesen Bibeltexten drin. Und mein Wunsch für dich ist es, dass es dich auch motiviert. Jetzt kommen wir in die Sommerzeit rein, wo man vielleicht dann auch mal ein bisschen Moment Zeit hat, wenn man in den Ferien ist oder so. Und ich will dir Mut machen, immer wieder neu dich faszinieren zu lassen von diesen Texten aus der Bibel. Und vielleicht kann ich dir heute Morgen auch so ein bisschen Hilfestellung und Inspiration mitgeben in dein Leben hinein, dass dir das ein bisschen ringer fällt und ein bisschen mehr Freude macht. Darum zum Einstieg ein paar grundsätzliche Informationen, dass wir so ein bisschen den Hintergrund und die Szenerie von dem Philipperbrief nochmal uns in Erinnerung rufen können. Das Erste bei diesen Briefen im Neuen Testament ist mega wichtig, auch wenn wir die so zusammengepackt haben, in der Bibel drin, dann sind das ursprünglich echte Briefe gewesen. Darum heisst es Philipperbrief. Also das ist wirklich ein Brief gewesen, wo ein Absender an einen Empfänger geschickt hat, oftmals jemand, den er kennt hat, und ihm etwas sagen damit. Und auch in dem Fall ist es so gewesen. Der Paulus schreibt an die Christen in dieser Stadt in Philippi und er sagt ihnen, hey, das ist ein Brief für euch, der sich auch speziell auf die Situation bezieht. Und manchmal, wenn man so die Briefe dann liest, dann merkt man, hey, das ist jetzt aber eigentlich nur ein Teil von dem Gespräch oder von dem Austausch, den der Paulus mit diesen Menschen gehabt hat. Da ist es so hin und her gegangen, weil im Brief lesen wir nämlich, dass der Paulus im Gefängnis war und dass die Christen in Philippi das gehört haben. Und weil sie das gehört haben, haben sie einen von ihnen geschickt, den Epaphroditus, und der ist dann zum Paulus gegangen und hat ihm etwas bringen. Der ist dann aber krank geworden und dass der krank geworden ist, haben Philipper auch wieder erfahren und haben dann wieder zugeschrieben an Paulus, dass sie sich Sorgen machen. Und so sehen wir, dass die hin und her da einen regen Austausch hatten. Und darum manchmal, wenn man so die Briefe vom Neuen Testament liest, dann fühlt sich das ein bisschen an, wie wenn man jemandem zulässt beim Telefonieren, wo man immer nur die eine Seite hört, oder? Irgendwie kommt man raus, um was es geht, aber trotzdem fehlen einem manchmal vielleicht auch ein paar Sachen, wo man dann ein bisschen interpretieren muss oder vielleicht aus dem, was man hört, versuchen, sich zusammen zu reimen. Also das Erste ist, der Philipperbrief ist ein echter Brief. Das Zweite, und für das gehe ich schon das erste Mal da über zu meinem Screen, ist, dass das Philippi eine Stadt war im Nordosten von Griechenland. Man sieht da den Peloponnes, der sehr berühmt und bekannt ist. Und Philippi ist die Stadt da ein bisschen an der oberen Küste, heute immer noch in Griechenland, gerade unter Bulgarien. Das heisst, dort hat es eine Gruppe gegeben von Christen. Und die ein bisschen bewandert sind in der Bibel, erinnern sich vielleicht an die Szene, sie wird beschrieben in der Apostelgeschichte 16, wo der Paulus einen Traum hat und in einem Traum ist ein Mann, ein Mazedonier, weil das dort zumal zu der Provinz Mazedonien gehört hat, wo ihm im Traum eigentlich dann sagt, Paulus, komm zu uns. Und der Paulus ändert dann seine Reisepläne und so wird die Kirche in Philippi die erste Kirche in Europa, also auf europäischem Boden, wo gegründet worden ist. Vielleicht noch mal kurz, wie es zu dieser Szenerie kam. Der Paulus ist dann dort angekommen und wie er das so oft gemacht hat, hat er versucht, eine jüdische Gruppe dort zu finden. Es hat nicht so viel gehabt, die hatten auch keine Synagoge gehabt. Und so trifft er am Fluss dort die Purpurhändlerin Lydia.
Und sie wird dann angesteckt von dem Feuer vom Evangelium und sie und ihr ganzes Haus entscheiden sich dann für das Leben mit Jesus und lassen sich taufen. Und so wird das Haus von der Lydia so zum ersten Heimatort von der Kirche dort in Philippi. Wenn wir dann noch ein bisschen weiterlesen in der Apostelgeschichte, auch eine bekannte Szenerie. Der Paulus war dort mit seinem Mitarbeiter, dem Silas. Und als sie so unterwegs waren, ist ihnen eine Frau nachgelaufen. Und die hatte so einen bösen Geist gehabt, der ermöglicht hat, dass sie wahrsagen können. Und irgendwann hat zum Paulus ausgehängt, weil die dauernd irgendwie da rumgebägt hat. Und dann hat er zu dem Geist gesagt, fahr ab. Und für die Frau eine riesige Befreiung. Das Problem war, sie war eine Sklavin und ihre Herren haben recht viel Geld gemacht mit ihr. Und sie sind dann recht hässig geworden, weil die Gabe dann weg war mit dem bösen Geist. Also für sie eigentlich eher ein bisschen schlecht für ihr Businessmodell. Und sie haben den Paulus und den Silas ins Gefängnis stecken lassen. Und dort in dem Gefängnis sind der Paulus und der Silas gewesen. Und dann in der Nacht heisst es, dass sie gesungen haben, Worship-Songs, Lobpreislieder gesungen haben, da ist ein Erdbeben gekommen und so sind sie auf übernatürliche Art und Weise befreit worden. Und dann hat das sogar dazu geführt, dass der Gefängnisaufseher und auch seine ganze Familie und alle, die in seinem Haus gewohnt haben, sich auch für das Leben mit Jesus entschieden haben. Also ich muss sagen, der Paulus hat mit Philippi eine enge Verbindung gehabt und hat einiges dort erlebt. Und so überrascht es uns nicht, dass der Brief eben auch sehr persönliche Noten hat, wo der Paulus weiß, wer das dort ist und wie es diesen Leuten dort geht, wo er da schreibt. Und das Dritte, wenn man den Brief liest, das ist sicher auch noch wichtig, ist die Situation von Paulus. Paulus schreibt nämlich, dass er den Brief aus dem Gefängnis, aus der Gefangenschaft schreibt. Das heisst, seine Umstände, die sind eher sehr schwierig gewesen. Er hat zwar so ein bisschen erleichterte Haftbedingungen gehabt, dass er konnte Besuch empfangen. Man merkt auch, dass er die Möglichkeit gehabt, mit den Leuten über seinen Glauben zu reden. Oder eben, dass auch da der Epaphroditus von Philippi ihn da versorgen mit dem Nötigsten. Aber der Paulus sagt, dass der Ausgang von dieser Verhandlung, wo er da drinnen ist, noch sehr ungewiss ist und dass er damit rechnen muss, dass er zum Tod verurteilt werden wird. Und so gehen die meisten Ausleger davon aus, dass der Paulus den Brief aus Rom geschrieben hat, wo er in der Gefangenschaft war, etwa im Jahr 60 nach Christus, also etwa 30 Jahre nach dem Tod von Jesus und etwa 10 Jahre, nachdem er die Kirche in Philippi gegründet hat. Leider lange Zeit heute Morgen nicht, um da tief drin hineinzutauchen und einen Überblick über den Brief zu geben. Darum gehen wir Gott direkt drin hinein, ins Herzstück von dem Philipperbrief. Und das Herzstück finden wir im Kapitel 2. Im Kapitel 2 da ist nämlich so ein Text, der bekannt worden ist als Christus-Hymnus. Oder wir können sagen Christus-Lied auch, Christus-Gedicht. Es ist so ein Abschnitt, wo so ein poetisches Meisterwerk ist und wo Jesus, sein Wesen und seinen Auftrag auf dieser Welt auf eine einzigartige Weise beschreiben tut. Sehr wahrscheinlich hat der Text schon bestanden, also der Paulus hat den integriert, wahrscheinlich ursprünglich in dieser Sprache, wo die Juden geredet haben, Aramäisch, in deren Alltagssprache, dann auf Griechisch übersetzt. Das nimmt man so ein bisschen aus dieser Art, wie das formuliert ist, raus. Man weiss aber nicht, ist das ein Lied, das der Paulus selber geschrieben hat, also ist er vielleicht selber auch Liederschreiber gewesen, oder ist das etwas gewesen, das in der Kirche hier einfach gesungen worden ist oder vorgelesen worden ist. Ist ja eigentlich auch egal, weil der Paulus hat es offensichtlich so gut gefunden, dass er das als so ein Herzstück von dem Brief drin da hat. Bevor wir jetzt gerade zu dem Text kommen, lesen wir dann miteinander auch noch den Grund, warum der Paulus eben den Philipper-Hymnus, den Christus-Hymnus, den Philipper schreiben tut. Und zwar sagt er ihnen ganz konkret auch, um was es geht. Offensichtlich hat es viel Streit und Spannungen gegeben zwischen verschiedenen Gruppen, zwischen verschiedenen Menschen dort drin. Das heisst zum Beispiel, dass Leute auftreten sind, die den Philipper haben gesagt, hey, ihr müsst euch genauer an die Vorschriften vom jüdischen Gesetz halten. Und dann haben die einen das cool gefunden, und dann die anderen wollen überzeugen davon. Und die anderen haben gesagt, aber nein, wir müssen das ja gar nicht mehr, weil wir sind doch befreit von dem. Sie haben es doch gesagt, Apostel, man muss das nicht mehr. Hat es dort Streit gegeben oder sogar einen Streit zwischen zwei Frauen, wo berichtet wird. Die Evodia und Syntyche, die haben offensichtlich Streit miteinander gehabt, so fest, dass der Paulus sagt, hey, ich hätte gerne, dass ihr euch versöhnt da und sogar noch ein bisschen Hilfe dann eigentlich anbietet. Wir gehen also direkt rein in das Kapitel 2
Und da drin ist jetzt ein grösserer Abschnitt, wo wir da sehen, erklärt der Paulus dann, um was es geht. Und er sagt eigentlich da, lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Also das ist eigentlich so ein bisschen der Sinn und Zweck von dem Brief, den er geschrieben hat. In die Gruppen hinein sagt, hey, wir haben doch ein gemeinsames Ziel, etwas Wichtiges, wo wir uns vor Augen halten sollen. Und lasst jetzt nicht zu, dass die Meinungsverschiedenheiten oder vielleicht die unterschiedlichen Betonungen oder vielleicht auch persönliche Konflikte euch so fest aufreiben miteinander und gegeneinander, dass ihr da dabei aus den Augen verliert, um was es wirklich geht. Und dann sagt er eben, nehmt euch viel besseres Vorbild. Oder wie er da sagt, die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Und er sagt, hey, nehmt euch ein Vorbild. Lasst euch inspirieren von Jesus selber. Wenn ihr euch an Jesus orientiert, dann könnt ihr das Wichtige wieder in den Fokus nehmen. Und dann kommt eben der grosse Text, wo dann das Gedicht drinnen ist, wo Jesus beschreibt. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz, wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Der Paulus sagt in die Kirchen hinein, mitten in die Situation hinein, von Streit und von Spannungen, nehmt euch ein Vorbild an Jesus. Orientiert euch an der Art, wie Jesus gelebt hat. Und das Spannende bei Jesus ist, es heisst, er verzichtete und er erniedrigte. Das, was Jesus gemacht hat, wie Jesus gelebt hat, ist ein Loslassen. Es ist eine Herzenshaltung, eine Lebenseinstellung, eine Haltung vom Dienen, von der Hingabe, von der Nächstenliebe. Es nehmt euch ein Vorbild an Jesus, wo das Leben und die Ziele, die er hatte, nicht so fest an sich geklammert hat, sondern wo parat war, Gott zu vertrauen. Weil das heisst nämlich, deshalb hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben. Also die Haltung von Jesus ist eine Haltung von der Hingabe, vom Vertrauen und vom Loslassen, wo nicht selber versucht, für sein Recht zu kämpfen, wo nicht selber versucht, im Mittelpunkt zu stehen, wo nicht selber versucht, zu Ruhm und Ehre zu kommen, durch Leistung oder durch Einfluss oder durch Macht, sondern wo Hingabe lebt, wo loslässt und wo von Gott das Geschenk bekommt. Alles das, was Jesus hat, seine Stellung, sein Einfluss, seine Autorität, ist das Geschenk, das Gott ihm macht, aus seiner Herzenshaltung. Wenn wir nochmal eins zurückgehen, dann heisst es eben, jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein und nicht nur auf das eigene Wohl. Es ist die Haltung, die Jesus den Christen vorgelebt hat in Philippi. Allen von uns vorgelebt hat und gesagt hat, das ist unser Ziel. So wird Jesus zu unserem Vorbild, zu unserer Inspiration. So können wir Jesus abschauen, wie er es gemacht hat. Und ich frage mich sogar in unsere Situation in der heutigen Zeit. Was würde echt der Paulus im Auftrag von Jesus uns heute sagen? Vielleicht wäre es ziemlich das Gleiche, was er hier den Christen in Philippi gesagt hat. Heute in einer Zeit, wo die Menschen so stark auf sich selber fokussiert sind
Und das wird dann noch verstärkt mit diesen Social-Media-Plattformen und mit den Möglichkeiten, dass jeder alles sein kann und jeder kann selber zu dem werden, was er gerne möchte. In einer Zeit, in der die Selbstdarstellung wichtig ist. Wie man überkommt, wie man ankommt. Wie man sich zeigt und präsentiert. In einer Zeit, in der das Sprichwort gilt, jeder ist der Schmied von seinem eigenen Glück. In die Zeit hinein, wo das Ich so stark im Zentrum steht. Was würde Jesus uns sagen? Was würde Paulus im Auftrag von Jesus uns sagen? Hingabe, Nächstenliebe, loslassen von diesen Ambitionen, die da herum sind. Aber vielleicht auch in eine Zeit, die auch geprägt ist von Spannungen, wie in der damaligen Zeit. Wenn man so ein bisschen durch die Medien durchliest und blättert, dann hört man immer wieder, dass sich die Kultur, Diskussionskultur, Gesprächskultur bei uns verschlechtert. Dass Meinungen immer polarisierter werden. Dass man es verlernt hat, anständig miteinander zu reden. Dass man in der Gesellschaft zunehmend polemischer, also einseitiger, übertriebener miteinander ins Gespräch kommt. Hitzigere Debatten austreibt. Vielleicht würde er uns in eine Zeit hinein, wo man einander anschreit und nicht so gut zulässt. Wo man in den Kommentarspalten von diesen Online-Portalen mal so richtig Zau rauslässt, oder? Und die anderen sagt, wie man es eigentlich richtig machen sollte. Wo in der politischen Diskussion der Anstand manchmal ein bisschen verloren geht. Vielleicht das Gleiche sagen, wie er dazu mal gesagt hat, an Tevodia und Syntyche. Rauft euch zusammen. Behaltet das Wichtige im Zentrum. Reibt euch nicht gegenseitig auf. Weil ihr so fest euch an eure Meinung klammert oder euer Ego anklammert oder das, was ihr sein wollt. Sondern vertraut Gott, dass er euch beschenken wird mit allem, was du brauchst. Mit allem, was ich brauche in meinem Alltag. Und darum meine Frage heute Morgen ganz konkret an dich, das Vorbild von Jesus. Das Wohl vom anderen höher zu achten als eigene Wohl oder mindestens gleich hoch zu achten. Was heisst das für dich? Wo bist du gefragt? Vielleicht in deiner Familie. Nicht nur für dich selber zu schauen, dich selber zu verwirklichen, sondern das Wohl vom anderen gleich hoch zu achten. Vielleicht an dem Ort, wo du wohnst, in deiner Nachbarschaft, an deiner Arbeitsstelle. Nicht für dein eigenes Recht zu kämpfen, sondern das Wohl vom anderen gleich hoch zu achten wie dies. Vielleicht in dieser GVC-Group, wo du bist, in deiner Small Group oder Passion Group. Oder da in der Kirche. Geht es um mich, um das, was ich gerne hätte, um das, was ich jetzt gerade brauche. Und die Predigt gerade in meine Lebenssituation hinein tut. Dass ich den anderen sagen kann, wie man es richtig machen sollte. Oder lasse ich mich von dem Vorbild von Jesus inspirieren. Was heisst, er hat losgelassen. Er ist abgestiegen von seinem höheren Ross, wenn man es so sagen will. Abgestiegen aus dieser Herrlichkeit in die Lebensrealität von uns Menschen. Aber nicht nur das, sondern noch viel weiter. Er, obwohl er es nicht hätte müssen, hat sich freiwillig zum Diener gemacht. Freiwillig zum Sündenbock gemacht, zum Opfer für uns. Weil er nicht für sich selber gekämpft hat, sondern unser Wohl im Blick gehabt hat. Und so möchte ich, ausgehend von dem Gedanken und vom Philipperbrief, so 3 Themen mit hineingeben, die der Paulus macht, was das in unserem Leben konkret könnte bedeuten. Die Fokusveränderung, loszulassen und Gott zu vertrauen, das tönt mega gut und mega fromm. Lieb deinen Nächsten wie dich selber, achte das Wohl von deinem Gegenüber, mindestens so hoch, wie du dich selber achtest. Oder der ist ein wirklicher Freund und der hat wahre Liebe, wo sein Leben hingibt für den anderen. Tönt super, oder? Aber die Realität ist, es ist noch recht anspruchsvoll, oder nicht? In unserem Alltag drin, in unserem Leben drin. Und oftmals gelingt es mir nicht. Und oftmals merke ich, dass mir eben doch selber am nächsten bin.
mit reiner Anstrengung und Willenskraft, oder? Wenn man aus Pflichtgefühl heraus sagt, jetzt bin ich ein bisschen netter, jetzt gebe ich mir ein bisschen Mühe, das hat meistens nur eine sehr kurze Lebensdauer. Damit das wirklich nachhaltig ist, muss sich das Tiefste in unserem Innersten etwas verändern. Die Bedürfnisse, die Ängste und Befürchtungen, dass wir zu kurz kommen könnten, dort muss es an, dort muss es anfangen. Weil nur aus dem Herz heraus, wo in sich ruht, aus dem Herz heraus, wo von innen verändert ist, aus dem heraus wächst dann auch eine veränderte Einstellung und veränderte Handlungen. Es gibt in dem Kapitel 2, wenn wir noch ein bisschen weitergehen, einen Text, der für mich extrem wichtig geworden ist. Der Paulus fährt nämlich gerade weiter dann, nachdem er davon geredet hat, dass wir das Vorbild an Jesus nehmen, mit dem Spannungsfeld und mit einem Ratschlag oder mit einem Zuspruch da drinnen. Er sagt nämlich, Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Der Paulus weiß, dass aus unserer eigenen Anstrengung heraus die Nachhaltigkeit von diesen Bemühungen extrem kurz ist. Und dass wir immer wieder zurückfallen darauf, auf uns selber zu schauen. Und darum spricht er diesen Christen in Philippi zu. Und er spricht dir und mir heute Morgen zu und sagt, du musst es nicht aus eigener Kraft schaffen. Ich will dir helfen, ich werde dir helfen da drinnen. Und der Text, der Vers, ist so zu einer Gebetsvorlage für mich geworden. Ich nehme das immer und immer wieder vor. Ich erinnere mich immer und immer wieder daran und sage, Gott ist in mir am Werk. Und er macht mich bereit. Das heißt, er wirkt in mir den Wunsch nach einer veränderten Einstellung. Er wirkt in mir den Wunsch, ein Leben zu leben von der Hingabe und von der Demut. Und er wirkt in mir inne die Kraft, die ich brauche, um das in meinem Alltag umzusetzen. Immer wieder neu. Und noch gelingt es mir nicht zu 100%. Aber vielleicht ein bisschen besser als gestern und ein bisschen besser als vor einem Jahr. Immer wieder neu loszulassen. Und so will ich dir den Zuspruch auch mitgeben, in deine Situation, in dein Leben hinein. Wenn es manchmal so schwer wirkt, so schwer scheint, gib dein Leben immer wieder neu an. Mach das zu deiner Gebetsvorlage und sag, Jesus, ich möchte das. Wirk du in mir. Gott, wirk du in mir den Wunsch, die Bereitschaft und wirk du in mir die Kraft, die ich brauche, in meinem Leben, in meinem Alltag drinnen. Wir gehen noch weiter ins Kapitel 1, weil was einem auffällt, ist, dass in diesen Briefen die Themen oft ineinander verwoben sind. Dass die Gedanken sich so durchziehen eigentlich. Und dass der Paulus jetzt in dem Fall an verschiedenen Orten auf den gleichen Text sprechen kommt. Und so finden wir eine sehr ähnliche Aussage in dem Anfangsteil, in dem Grußwort, das er schickt. Und er startet mit einem Gebet und sagt, ich bete für euch. Und er spricht ihnen zu, ich bin überzeugt, dass der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Wenn Gott etwas anfängt in unserem Leben, wenn Gott uns rausruft und sagt, hey, ich möchte mit dir anfangen, Geschichte schreiben, ich möchte, dass du ein Mensch kannst sein, der einen Unterschied macht in deinem Umfeld. Wenn Gott etwas anfängt, dann wird er es auch weiterführen. Und er wird es zum Ende bringen. Und so soll der erste Zuspruch ein Zuspruch sein an dich. Hey, du musst es nicht alleine machen aus deiner eigenen Kraft. Das ist das, was der Paulus den Philipper zuruft und was ich dir heute Morgen zurufe. Gott wirkt in dir. Gott wirkt in dir. Den Wunsch und die Kraft, die du brauchst, um so einen Lebensstil zu leben. Ein zweiter Gedanke. Wir bleiben gerade im ersten Kapitel. Es gibt nämlich ein Wort, das im Philipperbrief immer und immer wieder vorkommt. Und das Spezielle an diesem Wort ist, dass es so gar nicht zu der Situation passt, wo der Paulus drinnen ist. Wir erinnern uns, der Paulus ist im Gefängnis. In einer Lage, wo er damit rechnen muss, dass er bald zum Tod verurteilt wird. In einer Situation, wo alles andere als cool ist, weder für ihn persönlich, noch für den Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Und trotzdem redet er immer wieder von diesem Wort. Er braucht es immer wieder und es passt so überhaupt nicht da drin. Es ist nämlich das Wort Freude.
Das Wort Freude, mitten im Gefängnis. Das Wort Freude, ich freue mich im Angesicht von einem Todesurteil, von einem möglichen. Wie ist das möglich? So sagt der Paulus eben da zum Beispiel im Vers 4 von dem ersten Kapitel: mit großer Freude. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude. Oder wenn wir noch mal ein bisschen weitergehen, im Vers 18 drin. Aber was macht das schon? Ob es nur mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit, entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird. Und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft wird mir nichts meine Freude nehmen können. Und er fährt so noch weiter. Das Wort Freude zieht sich durch das Leben von Paulus durch und es zieht sich durch die Situation durch, wo so alles andere als super war in dieser Zeit. Es erinnert uns daran, dass das Vorbild von Jesus etwas ist, das von innen heraus wachsen muss, aus unserem Herz und nicht aus unseren Umständen heraus, wo wir drin sind. Offensichtlich hat der Paulus in Jesus etwas gefunden, was sein Leben tiefst drin verändert hat. So dass er sogar am Tod in die Augen schauen konnte, ohne Angst. Und so kommt er zu einer krassen Aussage im Vers 21. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. So ein tiefes Vertrauen auf den Gott. So ein tiefer Frieden in seinem Herzen, eine tiefe Freude in seinem Herzen, eine Perspektive, dass er sagen kann, egal was mit mir passiert, das ist nicht wichtig. Weil was ich mache, mache ich sowieso zur Ehre von Jesus. Ich mache es, damit Gott geehrt wird. Das Leben da auf dieser Erde ist nur ein Teil der Realität. Und irgendwann geht es weiter. Und er sagt, ich wünschte mir eigentlich, ich könnte jetzt schon mit Jesus sein, aber ich bin noch da, weil ich noch einen Auftrag habe. Aber egal was kommt, mein Leben, das gehört Jesus. Und darum habe ich keine Angst vor dem, was andere Menschen mir antun können. Der tiefe innere Frieden und die tiefe Freude, die wir uns wünschen, die hat der Paulus gefunden. Und er hat sie gefunden in dem Miteinander unterwegs sein mit Gott. Also der erste Punkt war, Gott wirkt in dir. Der zweite Punkt, er verändert dich von innen heraus, dass Freude und Frieden in deinem Herzen wachsen können. Und ein letzter Punkt noch. Das Ganze ist nicht Selbstzweck. Wenn wir wieder zurückgehen zum 2. Kapitel, dort, wo wir vorher waren, wo der Christus-Hymnus war, dort, wo wir gelesen haben, dass Gott in uns wirkt, dann finden wir auch, was für eine Auswirkung das so ein Leben wird haben. Und zwar im Vers 15, wo es heisst, wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen, ja, ich lese es euch sonst vor. Technik streikt. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Ein Leben, das Jesus zum Vorbild nimmt, das dient nicht nur mir. Das macht nicht nur mich gross. Es ist nicht nur für mein Leben ein Gewinn und ein Segen, sondern es hat eine positive Ausstrahlung auf mein Umfeld. So positiv wie das Licht von diesen Sternen, das den Nachthimmel verschönert und erleuchtet und erhält. Es ist der Zuspruch, wo der Paulus im Namen von Jesus den Christen in Philippi macht und sagt, wenn ihr euch an Jesus orientiert, dann wird euer Leben auf den Kopf gestellt. Und das wirkt sich aus in eurem Umfeld auf eine positive Art und Weise. Es ist so eine Vision fürs Leben, wo eben nicht nur ein Selbstzweck ist, sondern wo Spuren hinterlassen kann
In deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, an dem Arbeitsplatz, wo du bist. Wo Jesus dir zuruft und sagt, nimm dir ein Vorbild an mir, lass los. Gib dein Leben hin. Nimm das Wohl vom Gegenüber im Blick. Und du wirst erleben, dass du selber nicht zu kurz kommst, aber über das aus, dass andere in deinem Umfeld mit profitieren können. Von dem Segen, wo in dein Leben hineinkommt. Von dieser Freude, von dem Frieden, von dieser Geduld, von dieser Liebe, die sich wird ausbreiten an dem Ort, wo du bist. Und auch wir als Kirche haben das zu unserer Vision gemacht. Wir haben gesagt, wir wollen ein Ort sein, wo wir einander ermutigen können. Wir wollen ein Ort sein, wo wir, wie die Stadt auf dem Berg, wo sie in der Bergpredigt heisst, dass sie leuchtet und Ausstrahlungskraft hat. Eine Ausstrahlung hat, einen positiven Unterschied macht. An dem Ort, da wo wir sind und überall, wo wir hingehen, wo wir wohnen und arbeiten und leben. Und so soll das Vorbild von Jesus uns dazu ermutigen und uns dazu befähigen, ein Licht zu sein, überall dort, wo wir hinkommen. Ich schließe mit einem Gebet. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dein Leben hingegeben hast. Dass du gekommen bist auf diese Erde. Dass du runtergeknündelt bist und dient hast, dort, was dich gebraucht hat. Dass du den Menschen dort begegnet bist, wo sie sind. Nicht nur den Vornehmen und Edlen, sondern auch denen, die nichts gegolten haben in der damaligen Zeit. Dass du unser Wohl über dein Wohl gestellt hast. Und ich danke dir dafür, dass du bis zum Äußersten gegangen bist. Dass du dein Leben losgelassen hast. Für uns, wegen uns. Ich bitte dich für mich. Ich bitte dich für jedes da rein, dass du in uns wirkst, du grosser Gott, der Wunsch, so einen Lebensstil zu leben. Immer wieder neu der Wunsch, uns auszurichten an deinem Vorbild. Und ich bitte dich um die Kraft, die ich brauche für das. Herr, du weißt darum, wie oft das mir nicht gelingt, wie oft, dass ich auf mich schaue, auf das, was ich jetzt gerade brauche, auf das, was ich jetzt gerade müsste haben im Moment. Wie oft, dass ich Angst habe, dass ich zu kurz komme, wenn ich nicht selber für mein Recht kämpfe. Hilf mir dabei, hilf uns dabei, immer wieder neu loszulassen. Und das Geheimnis zu entdecken. Dass dort, wo wir loslassen, unsere Hände offen sind, dass du uns kannst beschenken kannst. Mit dem Guten, das du parat hast für uns. Und ich bitte dich für unser Unterwegssein miteinander. Zuallererst in unserer Familie, aber dann auch in unserer Kirche und überall, wo wir miteinander zusammen sind. Dass nicht Spannungen und Streit das Dominierende sind. Nicht Meinungsverschiedenheiten oder unterschiedliche Ansichten oder Prioritäten. Sondern dass wir uns auf das gemeinsame Ziel ausrichten können. Ein Leben zu leben, das wegschaut von sich selber auf den anderen. Auf das unser Leben und unsere Kirchen dürfen Ausstrahlung haben. Dass wir einen positiven Unterschied machen können. Amen.